Minister. Lief Stagiären vun der zweter Promotion C2. Lief Inviten fir an der Kamera a fir an de Bildschirmer. Wir feiern haut eng Vereedigung an engem ganz spezielle Kader. 2 Meter Distanzen an den een am Sitzen. Eng Masig Gesicht, bald kein Inviten halt bannen. Aber kein Militärmusiker, die als mit ihre Stecker immer ein bisschen und Träme bringen. Die erst immer aus dem Alter raushöhlen und die dummer einer Zeremonie feierliche Kader gehen. Das fehlt im Moment. Wie andere Sachen noch. Für ein engem Jahr, wie die rekrutiert gouft, du konnt nach kennen sich so etwas wie das heute vorstellen. Du wird Welt normal. Der Coronavirus, der wäre noch weit weg von hier. Mit das hat sich am Laufe von dem Jahr, wo die auf der Polisschule wird, drastisch geändert. Die Pandemie, die hat das Leben haut fest am Griff. Und die Politik hat die schwierige Aufgabe, für zu gucken, wie wir da am besten durchkommen. Da stellen sich da Fragen, wie wir als Gesellschaft da umgehen. Weil Leute in Isolation gesagt gehen oder in Quarantäne kommen. Wenn die Lockdown oder Ausgangssperren dezidiert gehen. Wenn Länder darüber nachdenken, für Grenzen zuzumachen, aus Angst vor ihrem Nachbarn oder aus Angst vor ihrer eigenen Unsicherheit. Das sind nicht ganz schwer Raschnitt an die persönlichen Freiheiten. Und dann muss das ganz gut überlegt gehen, was ihr möchtet, für den dementsprechenden gesetzlichen Kader zu schaffen. Als Polizist werdet ihr selber aber auch mit ähnlichen Fragen konfrontiert gehen. Und das ist ihr, den an persönliche Freiheiten von einer Person ergreift. Das ist direkt auf der allerersten Platz, wo der aufhängt beim Ugao der Fall, wo der am Gefangenentransport verurteilt Prisonnier oder auch vielleicht Untersuchungshäftlingen, die nach ihrem Prozess werden, eskortiert, abgeriecht, bei den Doktor, an der Prison zurück oder auch so sehrens. Das wird aber auch noch auf anderen Plätzen der Fall sein, wenn eine Person unhält, die zu sehr nervös ist und dadurch ein Gefahr für sich oder andere darstellt. Wenn am Kader vom Kabarettagegesetz eine Person, die nicht mehr her ist, also nicht mehr her ist über sich selber, von der die an den Arrest setzt, wenn eine Handschelle nun bei seiner Verhaftung oder wenn der bei einer häuslichen Gewalt eine Expulsion macht, für die man näher dafür für den Täter zu schützen. An all diesen Fällen schränkt die einer Person hier Freiheiten an, für eine andere Person zu schützen. Und an all diesen Fällen muss die strikt und das halten, was am Gesetz vorgesehen ist. Die sind dabei weder den Gesetz möchte, noch den über die Person urteilt, mit der gerade zu tun hat. Nein, als Polizist, du seid ihr den oppasst und dazu beiträgt, dass die persönlichen Freiheiten und die individuellen Rechte von allen Menschen respektiert oder geschützt gehen, egal ob der potenziellen Täter oder der potenziell dafür ist. Genauso steht am Artikel 2 von unserem Polizegesetz, genau dafür ist die Polizei da, für das die Menschenrechte respektiert oder geschützt gehen. Das ist eine ganz noble Aufgabe, die da hat. Wenn der sich das immer bewusst ist, egal wie schwierig die Situation ist, an der gerade sitzt, gelebt man hat kommen schwere Situationen. Wenn der sich das bewusst ist, dann geht ein guter Polizist. Es sind überzeugt, dass das könnt. Und die erste Etappe auf dem Weg, die hat er schon gepackt. Ich bin noch ganz froh, dass er nicht mehr zu 13 angefangen hat an der Schule für einem Jahr, mit der Orlo zu 13 fertig gekauft. Und das war bestimmt nicht immer einfach, zumal zu Covid-Zeiten.
Und wer doch bestimmt den einen oder anderen Prof hun oder den einen oder anderen Kurs, den er verflucht hat, mir auch das gehört zu einer Schulzeit dazu. Nur der Schulzeit könnt die Schaffzeit und am Namen vom Generaldirektor, am Namen von allen Erwittern und natürlich auch am Namen von der DRH gebe ich euch gerne gratulieren für Ihre Vereidigung und willkommen heißen auf eine flotte Zukunft und einen flotten Betrieb. Merci. Ich gebe den Herrn Minister Cox beten, für die Pferd zu holen für einen kurzen Spruch. Herr Minister. Merci für das Wort, Herr Generaldirektor, Madame Generalsekretärin, Herr Direktor von der Ressources Humaines, liebe Member von der Police, aber für allem liebe Membern oder demnächst, wann der nicht bis gemacht haben, von der Police natürlich über Tele, über neue Medien, die wir an einem Jahr kennengelernt haben, alle guten, die es nur gucken, insbesondere, ich komme darauf zurück, Familienmembern, Freunde, die erst zur Seite stehen, wenn es dann ein Kehr ganz gut läuft, aber wenn es dann noch vielleicht mich schlecht geht. Das Friedrich schon vieles gesagt gehen, dass man an einem ganz schweren Jahr nach Sinn, das ja leider noch nicht drüber, aber, und das sind ich immens froh, dass den Herrn Direktor von der Ressources Humaines dazu gut konnten so, nämlich der Spagat zwischen dem, was Police alltag draußen muss machen, und auch den Menschenrechten und auch den einzelnen Freiheiten. Das war oder das der Moment nicht ganz evident, wenn man ein Couvre-feu ausgerufen als Politik, für zu sagen, du darfst dich nicht bewegen. Du darfst ab 11 Uhr nicht rausgehen an das Spiel, die Auseinandersetzung zwischen der Gesundheit von allen guten Mitbürgerinnen und Mitbürger an der Kontrolle von, weil wir sind das, die das müssen ausüben, an den einzelnen Einschränkungen von der Freiheiten als ein großes Spagat. Und dafür, so wie Herrn Direktor hat gesagt hat von der Ressources Humaines, als das Alltag demnächst, wenn da bis auf den Terrain geht, und es sind aber auch sicher, dass da das nötige Bagage auch mitkriegt hat. Du hast den Beruf gewählt mit immenser Herausforderung, Komplexität, und ich meine da doch ganz gern auf den Terrain gehen, und man die zusammen gucken, was den Alltag so durchstellt für euch. Und ich konnte mich aber überzeugen lassen von dem Engagement im Terrain, von der Vielfalt, die da an der Police fand, mit Aberzahl von unterschiedlichen Tätigkeiten. Es ist eine ganz große Herausforderung. Und auch da will ich nach Renke darauf eingehen, dass das, was er ausübt, am Alltag an Police, als für den Ordre Public, was auch zusammenhängt mit einem Gewaltmonopol. Wir hatten an den letzten Wochen die eine oder andere Diskussion am Alltag nach draußen mediatisiert. Aber wie für mich ganz klar, nimmen, das kann er ausüben, das ist Police Chronicle. Sie sind nämlich formiert, die sind formiert. Und die hat auch ein ganz edel Gesetz oder ein Engagement, nämlich das ist ein Deontologiekodex. Das ist kein Dodicht Papaya, wo einfach nimmen du hingeschrieben hast, das ist alltag zu leben. Alltag sich auch vorstellen, alltag immer wissend, wo die Grenzen von der Intervention sind, aber auch die wichtige Aufgabe für die Sicherheit hier am Land zu gewähren. Nämlich all das subjektive und objektive Sicherheitsgefühl, wo viel diskutiert wird, wir sind das, die das dabei verkörpern, und die sind die das auch mit ihrem Engagement alltag muss ausüben. Dafür erstens mal merci für, dass es den Beruf einfach gewählt hat, dass es den Challenge auch gibt. Weil das ist eine lange Challenge, die hat, dass ich was schon gesagt habe, ich war mal Enseignant, da bin ich nicht immer froh,
was du dann enseigniert wird. Aber den Enseignement, das für nicht, wenn es dem Enseignement, welche mehr ein Asto für ihre Bagage mit auf den Weg zu gehen. Ich habe immer gesagt, als früheren Enseignant, ihr zu vermitteln, für sich selber noch weiter zu formieren. Das heißt, die muss dotieren von der Schule gesehen als Moyen für ich selber immer vorzustellen, selber den Weg zu sichern, für ich zu perfektionieren. Und auch immer die Auseinandersetzung, wie wir sie gesehen oder wie wir von der großen Population dabei gesehen, auch das immer hoch zu halten. Wenn den Ordre Public muss ausüben, das heißt, dann ist der Intérêt général, den Eis gedeiert. Da muss heinz auch den Intérêt partikulier ein bisschen noch stehen. Das will nicht so, dass du nicht aber auch eigene Meinungen, eigene Ideen, eigene Projekte hat. Mit Wichtigkeit ist, dass wir am Intérêt général müssen figurieren. Wenn das Leitbild tun, dann meine ich mir auch keine Sorgen, dass da ein guter Polizist wird gehen, aber sicherlich auch ganz viel Satisfaktion am Alltag wird erleben. Und lasst mich just 2-3 Punkte nach zu sagen, die Herausforderung von der Polizei im Allgemeinen, ihr wisst, dass wir politisch ja natürlich auch Sachen müssen umsetzen, insbesondere das Fischesgesetz. Ihr wisst, also einfach ein Outil vom Alltag bei ihrer Arbeit. Ohne das Outil können wir nicht umsetzen, können wir nicht Interventionen machen, und da könnt ihr euch auch nicht selber schützen, wenn mal Interventionen bei häuslicher Gewalt, was ja einfach ein Thema zu Lützeburg ist, das man nicht negligieren sollen, aber wo auch ganz von euch von der Spitzengefühl immer verlangt, dass wir können zu intervenieren. Also ist das nicht einfach so, wo man das macht, wir brauchen das Outil. Dass das Outil natürlich transparent muss sein, dass das Outil nur Rechtsprinzipien muss gehen, dass das Outil für euch aber nicht zu stöbern da ist, für den Oper herauszufinden, versteht sich von selber. Das ist ein Outil für am Alltag zu schaffen. Und ich bin noch sicher, dass wir die Arbeiten, die wir an der Chambre angefangen haben, wo den Depot vom Gesetz gemacht ist, auch mit Zeiten umgesetzt. Die sind ein Teil von der großen Police, hoffen, dass den Teil noch ein bisschen mehr groß geht. Dafür sind wir am Gang, den massiven Rekrutement auch zu machen, wo wir ja an den nächsten Jahren nach mehr Werte wissen. Wir hoffen ja, dass wir d'ici 1. April, 1. Mai, wenn die neue Schule soll aufhängen mit den neuen Rekruten, wir weiter 200 werden können da an die Schule lasslose, gebe ich mal so, oder kommen. Das gibt eine große Herausforderung. Wir brauchen die Leute, wir brauchen eine Großpolizei für auch den Besoin vom Rekrutement können dabei sein, zu machen. De Morgen hatte ich noch ein ganz interessante Entrevue mit einem anderen Direktor, gebe ich mal so, den zuständig ist für Digitalisierung. Die Herausforderung von der Digitalisierung ist auch ganz spannend für euch. Jetzt soll ich Moyen gehen, die Aufgabe Terrain zu vereinfachen. Hier ist aber auch ganz viel Komplexität. Und ich konnte mich dem Morgen davon überzeugen, dass es Projekte sind, die an der Typ sind und die auch groß, hoffentlich auch Vereinfachung für euch werden bringen. Sie wird um Funktionament von ihrer Arbeit, sie wird an der Schnelligkeit, hier aber auch um große Verantwortung. Wenn die später ein so ein informatischen Outil mit dabei sind, am Ansatz hat, dann ist da doch Responsabilität über das Utieren, mehr et vereinfacht Schnelligkeit von ihrer Intervention oder Noarbeitung drin. Dafür ging ich mal viel Energie da dran und noch finanziell Moyen, die muss ja auch vom Staat freigeschaltet gehen, wir können auch eng effektiv Arbeit zu machen. Wenn ich von Moyen schwätzen, ist es für mich aber gerade so wichtig, dass die Infrastrukturen, die Beiligkeiten, die da
dabei se fënnt och e ganz wichtige Punkt ass et war jo lo rëmme bëssen an der Diskussion mat Ech menggen de Hummer a eng Lesung fand. Gimmel davon aus, dass dat eng Lesung die och fir d Poli ganz gut sinn. Et ginn eng ganz Reihe vun Projekten, die nach ëmzusetzen sinn, mir sinn an der Mit vun as Legislation. Politik setzt jo gewisse Kader. Dir de Kader geht net iwwer den Echéance vum Politiker raus. Mir de muss ständig an der Evolution sinn. An do wie sinn ich froh, dass man eng exzellente Summenerbecht die lächt Jahren hatten an noch Väten weiter hunn. Dofir ass fir mech nach immer wichtig, mat Dich ze schwätzen, den Dialog heich ze halle wëssen, dats de noch heinst du net immer ganz einfach ass. Ich menge wat man besser man den kommunizieren. Wat iwwer d'Ideen a Proen gemeinsam och Soluioune sichen, werdet fir Poli a fir Ich am Alldach or am einfachsten wert gin. Dat vielleicht fir pur Punkten nimmen noch 4 zu streichen, wie wichtig hol lo wert gin. Dir sollt mat schaffen, mat denken, mat handeln, an da sinn ich sicher, dass da e ganz flott an erfollegreich Berufslesen an der Poli fand. Dovi zum Schluss an enkeier Merci och denkt run, dass da net de Läng alles könnt man. Ist so nimmer Moorwert Musel nach zu Schengen ralläfen an zu was billig rauslaufen. Wir können nimmen zu Summe packen. Und dafür denkt run, dass die ich nicht so viel überschätzt, dass der ob Gesundheit da passt, besonders lo, dass der Wandermol ein Rückspruch braucht, daheim, sie wird in der Freund, in der Familie auch Sicht an ausschwätzt. Das ist immer besser, davon zu schwätzen, wie sich selber am Mo weiter zu drohen. Das nimmen iwwer Schwätzen an Diagoléiere, wo en och kann weitergehen. Dofir nach enkeer Filmus Merci an toi 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 fir Äre ganz flotten Beruf, den de Lowert no nebensma lo den Eet aufgeholl hunn, da könnt op Praxis umsetzen. Voilà. Die gesit mo nach keng Routinen an so Veredigungen, die dann mat Video gemacht gin, wo Dir setzt, der dann Zimmer gewinnt. Wir wären da war auch schon beim offiziellen Teil der Vereidigung selber, bei der den Herr Minister die gesetzliche Edesformel vorliest. Das geschieht der Präsenz vom Herr Philipp Schranz, Generaldirektor von der Poli, und der Fendel wird gedroht vom Premier Kommissär Principal Bob Zovile, Direktor Adjoint von den Ressources Humaines. Der geht als Kandidat einzeln abgerufen, und dann könnt ihr den Eid lesen, einfach mit der Werder Je le jure. Voilà, den Fendel ist en place. Dann gebe ich später Herr Minister für die Formel 1 zu lesen und dann en place zu gehen für die Sermentation selber. Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État. Je jure d'obéir à mes supérieurs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé, et de ne faire usage dans l'exercice de mes fonctions de la force qui m'est confiée que pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. Den Herr Adrovitch Denis. Je le jure. Merci. Andrine Mathieu. Je le jure. Azelino Adriano. Je le jure. Merci. Bernardi Jim. Je le jure.
Chaussy Kevin. Je le jure. Costa Brito Kevin. Je le jure. Da Silva Afonso Angelo. Je le jure. Ferreira da Silva Liam. Je le jure. Ligonja Zabahoudin. Je le jure. Martins Fernandes Jorge. Je le jure. Schumacher Steve. Je le jure. Star Philipp. Je le jure. Steinborn Jordan. Je le jure. Voilà, das müsste frei gewesen sein. Wo leider nicht ganz viel Publikum einbannen, dafür muss das schon selber helfen, nicht zu klatschen. Gratulieren. Voilà, dann hätte man noch zwei Preise zu verteilen. Einkehr geht der Preis an den besten Schüler. Das werden Mathieu Andrin. Und am Schießen und am Sport da geht der Preis an den Adriano Azelino. Merci. Voilà, damit wäre sich uns den offiziellen Teil rüber. Mir bleibt eigentlich just Merci zu sagen und Südfrieden eine Hand gepackt hat. Sie wird bei ihrer Ausstellung, bei ihrer Ausbildung, bei der Organisation von dieser Feier, natürlich auch an der Technik oder auch sonst irgendwo. Bravo und ich alle Götten, dass das schon gepackt hat, dass er veredigt ist, dass er könnt bei der Polizei aufhängen. Feiert er nur noch ein bisschen mit dieser Familie. Auch das können wir im Moment nicht zusammen machen. Das könnt ihr aber irgendwann rum, da sind ich überzeugt. Aber für das, dass wir der Familie könnt feiern, haben wir einfach noch eine kleine Kado für euch. Und er ist da bei ihrem alle Patron aufgeguckt, den hat er eine ganz gute Idee, meine ich. Weil er nein, und alle Menschen, die beteiligt werden, merci und bravo und ich. Zusammen für euch.